Herr Präsident, die Damen und die Herren Deputierten, die Damen und die Herren Ministerinnen, liebe Ehrengäste befreundeter Länder hier in Luxemburg, herzlich willkommen. Die Damen und die Herren aller Guten. Schüler, die schon nach jungen Jahren international Preise an der Physik gekriegt hat. Ein Kuppel, die 3 erfolgreiche Restaurants mit 100 Salarien abgebaut hat. Eine Frau, die sich an einer ASBL engagiert für Leute am Rollstuhl mit einem Assistenzhund zu helfen. Das sind just 3 Geschichten von Leuten, die ich an den letzten Monaten kennengelernt habe. 3 von vielen Facetten von unserer Nation. 3 Stücke von einem großen Mosaik. Weil die Nation, das sind wir, alle mitnehmen. Es kann ihn sie nicht fassen, aber als ganz konkret. Eine Nation, also eine Gruppe, eine Gesellschaft, ein Schicksal, das zusammen geschafft, erlebt und erinnert wird. Der sozialen Zusammenhalt ist das Wertvollste, was wir als Nation haben. Gerade an diesen Zeiten, wo vieles auf vorgestellt wird, durch Kriege, Populismus, neue Technologien, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen. Das internationale System, wie wir es unter dem Zweiten Weltkrieg kennen, ist immer mehr rumzuerkennen. Ein Platz für Frieden, Kriege an Europa, dem Mittleren Osten an Afrika. Ein Platz für freiem Handel, Tarife, Barrieren und Blockaden. Ein Platz von Zusammenarbeit, Egoismus, Eigeninteresse und Kurzsicht. Das internationale Recht, auf dem der Fortschritt von den letzten 80 Jahren aufgebaut ist, getan erfroht, untergraben, ignoriert. An der Ukraine, an Grönland, an auf anderen Plätzen. Murcht und Menassen ersetzen Dialog an Diplomatie. Sogar Herausforderungen, die für einzelne Länder zu groß sind, wie der Klimawandel, die humanitäre Not, den Hunger an der Welt, gehen international vernachlässigt. Und auch wirtschaftliche Relationen gehen aufgrund von strategischen Überlegungen neu definiert, vor allem an der Energie, aber bei der Technologie. Es kann ich nicht mehr von vereinzelten Situationen schwätzen. Es ist ein Trend. Die Welt ist am Umbruch. Wir erleben eine Periode von tiefgreifenden Changementen, die die nächsten Jahrzehnte definieren werden. Aber auch, wenn die internationale Zusammenarbeit nachlässt, so halten die Fähen von dem, was an der Welt geschieht, nicht auf die Grenzen ab. Dafür wird Lützeburg ein Land bleiben, das sich mit Überzeugung international abbringt, für multilaterale Institutionen an das internationale Recht, mit unseren Operen, an der Europäischen Union, an der NATO, an der UNO. Das, was hinter dieser Grenze geschieht, teils weit weg, hat direkt und konkret Konsequenzen dabei. Das ist so an guten Zeiten. Aber das ist auch so an all internationaler Krise. Wir sind im Moment konfrontiert mit der pure Kriege an unserer direkten Nachbarschaft, an der Ukraine, am Gaza, am Iran. Und auch innerhalb von Europa spüren wir mehr Tendenzen, die Grundprinzipien hervorstellen, die sie unterstützt in Form von hybriden Attacken von Drittstaaten. Für uns muss dann für die beiden Evolutionen eine Stärkung von der Europäischen Union sein. Die EU als Antwort auf die internen Tendenzen, weil sie den Ausdruck ist von unseren Werten, er bleibt für uns der beste Weg, für so eine Zukunft zu verteidigen. Wir wollen mehr Europa, weil wir als Demokratie, als Freiheit und Rechtsstaatlichkeit wollen erhalten. Und die EU als Antwort auf die turbulenten Zeiten an der Welt, weil sie es erlaubt, mehr unabhängig zu sein von dem, was an der Welt geschieht, an der Energie, an der Sicherheit,
der Technologie, dem Weltall, der Nahrungsproduktion. Grad der Krieg am Iran, an Schließen von der Stroß von Hormuz, weisen es nach einmal all das Aufhängigkeiten. Wir sehen sie den Moment ganz konkret beim Preis und der Pumpe. Aber auch den Dünger, Lebensmittel an anderen Produkten gehen daher. An die richtig wirtschaftlichen Sozialkonsequenzen riskieren rechterweise durchzukommen. So gesehen der Experten vom Internationalen Währungsfonds, auch von der Europäischen Zentralbank und viel anderer. Lützeburg hast du keine Ausnahme. Am Awer stellen sich natürlich Fragen für all Land ernst. Sie sind ernst für Lützeburg, für als Partner an der EU oder am Mittleren Osten. So kriegen wir zum Beispiel einen viel mehr großen Teil von unserer Energie aus dem Ausland. Gleichzeitig kaufen Eis, Gas und Stromlieferanten über die paar Jahre an und fördern so die kurzfristigen Effekte auf. Und noch die Leute an als Betrieber spüren die Impakte von diesem Krieg ganz unterschiedlich. Es kann gleichzeitig wahr sein, dass vereinzelt Firmen gute Resultate machen, während die Industrie, der Kommerz und das Handwerk, besonders Konstruktion, strubbeln. Hohe Spritpreise machen relativ gesehen mehr aus für die Logistik und den Transport wie für die Kleiderboutique an eine Bank. So Nuancen gibt es nicht just durch die Betriebe. Es gibt es auch für uns Matbücher. Es ist ein Unterschied, ob ihr mit Gas, Mazout oder Wärmepumpe heizt, ob ihr ein Auto oder den öffentlichen Transport benutzt, ob ihr mehr oder Männer verdient. Mit vier und allem riskiert die Inflation, mich stark abzugehen, wenn es dem hohen Energiepreise, die sich durch die ganze Ökonomie ziehen. All das sind unterschiedliche Facetten von der Realität, Mosaikstücke von einem großen Ganzen. Dafür beschwätzen wir die Effekte zusammen mit den Sozialpartnern an einem Tripartitformat. Aber wir als Teil von einem großen Gesinn, das Schaffen des unterschiedlichen Realitäten eine Division mit Zusammenhalt. Da gehen wir nicht gegen den einen, da stimmen wir mit den einen. Das hält als Nation zusammen. Die Regierung will Lützeburg erhalten als ein Land, das zusammenhält, zusammen steht, zusammen lebt, zusammen wohnt, zusammen wiest und abwiest, zusammen Natur erhält, zusammen Zukunft schafft. Was als Nation ausmischt, definiert jeder von uns all der beneits durch seine Werte, seine Aktionen, seine Decisionen. Chambre, die Regierung, Sozialpartner, Presse, sie all drohen einen Teil von der Verantwortung. Herr Präsident, die Regierung ist lo an der Mitte von ihrem Mandat. Wir haben vieles gemacht und noch vieles viel. Das ist auch normal an der Hauptzeit. Alles mit einem Ziel, Wohl von Land und Leid. Alle Decisionen versichern den Frieden und Freiheit, den Wohlstand und Demokratie an unserem Land zu stärken. Lützeburg für Zukunft stärken. Das war, als bleibt als Ziel. Mit mehr Kaufkraft, mit mehr Solidarität, mit mehr Unterstützung für die Familien, mit mehr Wohnraum, mit mehr Arbeitsplätzen, mit einem mehr sicheren Zusammenleben, mit mehr erneuerbaren Energien. Das ist das Lützeburg, das wir schaffen. Mit dir Schabannen und mit Jitverengem an unserem Land. Das sind große Herausforderungen, gerade an diesen Zeiten von Ungewissheit und tiefen Changementen an der Welt. Wir müssen uns mit diesen Changementen an ihrem Impact auf Lützeburg beschäftigen. Und das ohne die anderen Defizite an unserem Land zu vernachlässigen. Vieles
schenkt ungewiss an unklar. Me eend as klar, das net Zeit für de Kap an de Sand zu stechen. Das Zeit für Verantwortung zu beholen. Madeneen, Viereneen, an die Verantwortung hol mir all darum. Mit ruhiger Hand, an engagiertem Herz. Herr Präsident, den Zusammenhalt an unserer Gesellschaft stärken fängt damit an, wie wir mit denen umgehen, denen es nicht gut geht an unserer Gesellschaft. Für die Regierung ist es klar, wir lassen keinen am Rhein stehen. Wir fangen ab, begleiten, verstehen. Weil es geht um Vertrauen. Vertrauen an den, an Demokratie, Vertrauen an Zukunft. Wenn die Ungleichheiten wachsen, da geht das Vertrauen verloren. Hoffnungen und Perspektiven die verloren. Und da verlieren wir alle Guten. Armut ist kein Schwach. Armut ist eine Ungerechtigkeit, vor allem, wenn sie keiner trifft. Als gemeinsame Aufgabe, also das Ungerechtigkeit zu evitieren, da wo sie ein Risiko ist, und zu bekämpfen, da wo sie leider schon Realität ist. Dafür hat die Regierung am Dialog mit dem Sektor die erste Kohärenzstrategie ausgeschafft, für damit an all ihre Facetten umzugehen. Die Sozialhilfen goffen an die Luft gesetzt. Die Allocation de vie chère, die Energieprime, die Loyersubvention, der Steuerkredit für eine längere Zeit. An einem unqualifizierten Mindestlohn bezahlt den Haut keine Steuern mehr. Das sind Hunderten Euro mehr für die Leute, bei denen all Euro zählt. Die wichtigste Neuerung, die lo ab 2027 könnt, ist das Komplement vie chère. Das bringt 5 aktuelle Hilfen zusammen. Darunter die Allocation de vie chère, die Energieprime und die neue Sozialhilfe für Leute, die an der Pension sind. Eine einzige Hilfe, das heißt eng Demande, eng Berechnung, eng Prozedur. Das ist administrative Vereinfachung am Sinn vom Bürger. Und dafür automatisieren wir auch das neue Hilfe. Durch eine automatische Verlängerung, solange Kriterien erfüllt bleiben, durch ein automatisches Ausbezahlen und Revisbezieher und durch einen automatischen Austausch von Informationen zwischen den Ministerien. Über das Hilfe werden noch direkt Loyersubventionen aufrufen, weil die Wohnkosten der größte Armutsfaktor für viele Leute sind. Aber wir gehen nach einmal ganz zibliert gegen Kannerarmut für. Mit einer neuen Hilfe, wo bis zu 3.000 Euro pro Jahr für Familien mit einem niedrigen Einkommen ist. Das ist Sozialhilfe mit schwarz-blauer Handschrift. Einfach, schnell, unkompliziert. Wir stellen sicher, dass die Hilfe da kommt, wo sie gebraucht wird. Da möchte der Familienminister auch mit dem neuen Guichet Unique Social, den ab Oktober all die Informationen zu Sozialhilfen auf enger ähnlicher Platz zentralisiert. Aber gleichzeitig muss Schaffen gehen, sich weiter lohnen. Weil dadurch bleibt das beste Mittel gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Dafür kriegt ihn beim neuen Komplement wie Cher linear Männer, wenn er mehr verdient. Und dafür haben wir auch substanziell Steuererleichterungen umgesetzt. Wir lassen die Leute suchen, für diese schaffen. Jeder hat heute mehr Netto vom Brutto wie 2023. Aber wenn ihr Männer verdient, was Steuererleichterung relativ groß ist, vor allem bei den Monoparentoren. Alles das trägt zu mehr Zusammenhalt an unserer Gesellschaft bei. An den Zusammenhalt, das ist das Fundament von unserem Sozialsystem. Wir sorgen für den anderen, wenn er krank wird, wenn er mial geht, wenn er von einem Schicksalsschlag getroffen wird. Und die Regierung überhält Verantwortung, für dieses System aufzusichern. Dafür haben wir eine Pensionsreform gemacht. Die erste sind 14 Jahre. Die Regierung ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Für die Solidarität
zwischen den Generationen zu erhellen, für jedem zu erlauben, mit Zuversicht auf Leben am Alter zu gucken, für das Land auch auf Zeit nur die nächsten Wahlen vorzubereiten. Und das ist auch aus der Verantwortung heraus, dass wir das Gesundheitssystem modernisieren. Weil auch an der Gesundheit, gerade an der Gesundheit, geht es um den Mensch. Der Mensch muss am Mittelpunkt stehen. Am Mittelpunkt von einem Gesundheitssystem, den zesibel ist für jeden. Dafür wird unter dieser Regierung kein Dekonventionement gehen. Wir wollen keine Zwei-Klassen-Medizin. Tarife werden noch in Zukunft ähnlich bleiben, an das aufdecken, was gebraucht wird und notwendig ist. Wir stehen zu einem solidarischen Gesundheitssystem. Eine Zwei-Klassen-Medizin ist schlecht für den Zusammenhalt von unserer Gesellschaft. Aber den Zugang zum Gesundheitssystem darf auch nicht durch lange Wartezeiten limitiert gehen. Dafür finanzieren wir eine zusätzliche Karte für die Urgenzen an unsere Spitäler. Und dafür bringen wir auch Medizin mehr nur bei den Leuten, mit besseren Infrastrukturen überall am Land. Mit Bauprojekten für neue Spitäler oder Extensionen der Modernisierungen von bestehenden Sitten von unseren Spitälern. Und mit zusätzlichen ambulatoren Offren auf der Kloster zu Griffemacher, wo unter anderem in IRM an Mammografieapparaten beikommen sind. In Zukunft ermöglichen wir kleine medizinische Angriffe an einer Reihe Bereiche auch an Eigenregie. Dann auch außerhalb vom Spital, zum Beispiel bei den Ahnen an den Hautdoktoren. Das wird Doffer mehr nur bei den Patienten bringen und Wartezeiten reduzieren. Da werden noch mehr Aktivitäten können am Kabinett gemacht werden. Gesundheitsminister präsentiert die entsprechenden Änderungen an den nächsten Wochen. Dat nachdem sich schon ein Gesetz auf den Weg gebracht wird, für das Doktoren sich in einer Gesellschaft können zusammengehen. Ziel ist das Finanzement von Infrastrukturen und Material zu erleichtern, an administrative Vereinfachungen für Doktoren herbeizuführen. Aber ich tue diesen wichtigen Beruf auch mehr attraktiv. Weil wir brauchen Doktoren an anderen Gesundheitsberufen für den Access zur Medizin an einer guten Pflege auch in Zukunft zu garantieren. Neben dem Medizinmasterdiplom auf der Uni LU beheben wir mit einem spezifischen ähnlichen Statut für Mediziner an der spezialisierten Ausbildung eine große Lacune an unserem aktuellen System. So bleibt das Sozial- und Gesundheitssystem auch in Zukunft Ausdruck von einem Land, das zusammenhält. Herr Präsident, die Zukunft gehört der nächsten Generation. Sozialen Zusammenhalt fängt an der Kante an, weil wir aufwachsen, zusammen. Dürfen wir das Stärken von den Familien erkennen, ein Zentralversprechen von der Regierung. Aber wie es kann aufwachsen, hat sich an den letzten Jahrzehnten verändert. Durch Evolutionen bei den Familienkompositionen, durch eine große Sprachendiversität und durch neue Technologien. Als Familien sind heute mehr divers. Ungefähr 1 Kind auf 4 lebt in einem Staat mit just engem Elternteil, oft der Mann. Heute haben noch mehr Männer de Congé parental wie Frauen, auch was sie das mehr oft Teilzeit machen. Diese Entwicklungen weisen uns, alle Familien zu Lützeburg hat die eigene Realität. Und Kinder wachsen auf an unterschiedlichen Umfeldern. Als gemeinsame Aufgabe bleiben aber überall dieselbe. All Kinder, die nämlich Chancen auf ein erfülltes Leben geben. Dafür hat die Regierung ambitiöse Maßnahmen präsentiert. Für alle Familien, für alle Kinder. Ein kohärenter, sozialgerechter Pakt mit 3 Pilieren. Steuerreform, Kindergeld und Checkservice-Accueil. Ab 2021 soll es nach just eng einzig Steuerklasse gehen.
Das ist eine fundamental Neuausrichtung von unserer Steuerpolitik, die der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung trägt. Und dafür sieht der Finanzminister einen breiten Konsens rund um das Reform. Er proposiert für die das wollen, eine lange Übergangsperiode von 25 Jahren. Das einheitliche Steuerklasse sorgt für mehr Kaufkraft und eine weitere Entlastung für die meisten Leute, für mehr Steuergerechtigkeit zwischen den Familien und innerhalb von Koppeln und für mehr Prävisibilität am Fall von Schicksalsschlägen. Für allem setzt das Reform aber auch den Faktor Kant an den Fokus. Mit einem neuen Abattement reduzieren wir den Montant, auf den Steuern bezielt, um 3.000 € pro Kant bis 3 Jahre. So geben wir jungen Eltern die finanziellen Moyens für mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, an ihre Familie aufzubauen. Aber mit einer weiteren Erhöhung vom Steuerkredit ja länger ziehen, gehen wir nach einmal zibliert gegen Kinderarmut vor. Das bringt mich zum zweiten Pilier, dem Kindergeld. Ab dem 1. Januar nächstes Jahr geht Kindergeld um 45 € den Monat lucht, bei Kindern über 12 Jahren sogar um 60 €. Und noch die Allocation der Rentrée scolaire geht um 60 respektive 90 € erreicht. Und noch hier das Ziel, all Kant eine faire Chance zu geben, egal in welcher Situation seine Eltern sind. Da machen wir auch mit einer neuen Tranche bei der Allocation de Naissance. Diese neue Tranche soll die Eltern finanziell encouragieren, für die Sprachentwicklung vom Kind evaluieren zu lassen. Gerade weil die ersten 30 Monate entscheidend sind für die emotional, kognitiv und sprachliche Entwicklung vom Kind. Der dritte Pilier ist die Reform vom Chèque-Service Accueil. Wir wollen sicherstellen, dass all Kind Zugang zu einem Betreuungsplatz kriegt, unabhängig von der Situation von ihren Eltern. Auch hier entlasten wir für die Familien, an dem der Staat rund 80 Millionen € erhält, die bis laut Familien bezahlt haben. So spart eine Familie am Durchschnitt rund 3.000 € pro Kind pro Jahr. Gleichzeitig stärken wir Qualitätskontrolle an den Personalschlüssel am Interesse von den Kindern. In Zukunft müssen Strukturen genau die Stunden verrechnen, die den Besoin vom Kind an den Eltern entsprechen. So schaffen wir mehr Platz an den Strukturen und helfen alle Familien, das private professionelle Leben ein bisschen besser unter den Hut zu bringen. Die Steuerreform, Kindergeld, der Chèque-Service Accueil. Eine kohärente Politik für alle Familien zu stärken, an all Kant einen fairen Start an Leben zu gehen. Eine Politik, die sich auch am Schulsystem rumspiegelt. Dafür erweitert der Edukationsminister progressiv an alle Schulen Möglichkeit, nicht Obligation für eine Alphabetisierung auf Französisch. Es kriegt kein etwas weggeholt. Am Gegenteil, es kriegen viele Kinder etwas bei, eine bessere Chance auf Succès an der Schule. Seit Jahren geht so viel Potenzial verloren, weil 2/3 der Kinder an einer Sprache alphabetisiert wird, die sie von Anfang an benötigt. Mir gibt viele von ihnen eine bessere Option, ohne die Lützeburger Sprache zu vernachlässigen. Lützeburgisch bleibt die Hauptsprache an unseren Schulen. Neben den Sprachen müssen Kinder auch den Umgang mit neuen Technologien lernen. Trotz vieler positiver Seiten haben Smartphones und soziale Medien auch negative Effekte auf uns Kinder, wie sie denken und schwätzen, sich verhalten und entwickeln. Es ist so nice, für ihnen eine gesunde Screen-Life-Balance beizubringen, und ja, auch viel zu leben. Dafür haben wir den Handyverbot an den Schulen angefordert, kombiniert mit mehr Sportstunden und mehr reellem Austausch.
Gerade am ganz jungen Alter haben wir ein klarer Schutzlinie gezogen. Kein Smartphones an unsere Betreuungsstrukturen. An über ältere Foren hilft mir auch daheim, den richtigen Kader zu setzen. Mir das nicht just den Handy selber. Es sind noch für und allem die sozialen Medien, die oft weder sozial noch Medien sind. Sie wollen Leute verbannen, inspirieren und informieren. Aber sie sind oft Grund für Isolation, Selbstzweifel und Desinformation. Sie verbreden und banalisieren Gewalt und sexualisierte Contenu ohne Rücksicht auf Nutzer. Eine Etude von BCQ sind 2/3 von unseren Jugendlichen davon betroffen. Das können wir nicht hinholen. Das ist gemeinsame Verantwortung, sie zu schützen. Dafür hat die Justizminister ein Gesetzesprojekt deposiert für die Bekämpfung von der digitalen Gewalt. So definieren wir neue Straftaten am Code Penal, zum Beispiel die unerlaubten Delen von intimen Bildern oder den Online-Stalking. Andere Studien weisen klar negative Impakte von sozialen Medien auf die kognitive Entwicklung von unseren Kindern. Es geht hier um die Gesundheit von unseren Kindern. Dafür wird die Regierung ein Mindestalter für Benutzen von sozialen Medien aufhören. Wenn eine europäische Lösung bis Ende des Jahres nicht ersichtlich ist, machen wir das, wie andere Länder auch, auf nationalem Niveau. Als Politik stellt überall die Wohl von den Kindern und Jugendlichen an den Mittelpunkt. An der digitalen, gerade wie an der realen Welt. Dafür wird die Regierung in den nächsten Wochen neue Maßnahmen vorstellen, für die Strukturen an diesem Bereich weiter auszubauen. Wir müssen unser System der komplexen Situationen von unseren Jungen anpassen. Durch neue therapeutische Sozialstrukturen an eine bessere Vernetzung von den Systemen. Hier besteht klarer Handlungsbedarf. Und dafür ist für die Regierung weiterhin eine Priorität für Texte, die zum Jugendschutz und Jugendstrafrecht deposiert werden, schnellstmöglich an die Realität umzusetzen. Kein von uns will, dass Jugendliche am Erwachsenenprison landen. Dafür müssen die Arbeiten schnell aufgeschlossen gehen und auch die nötigen Strukturen parallel dazu aufgebaut gehen. Kindheit und Jugend sollen eine Sorgefreizeit sein. Und die geschieht für und allem daheim. Herr Präsident, für die meisten von uns ist die erste Erinnerung eng von daheim. Da, wo wir Gewunder gespielt haben, Momente erlebt haben, die uns bis heute markieren. Beim Thema Wohnen geht es um das Gefühl von daheim. Logementspolitik stellt uns für uns fundamental Fragen. Wo werden uns Kinder mehr wohnen? Wie schaffen wir Wohnraum da, wo gebraucht wird? Wie erhalten wir Sozialkohäsion an unseren Dörfern ersteht? Das Frohe sind konkret, sie sind dringend und sie betreffen uns alle Guten. Und daheim muss eine realistische Chance für jeden bleiben. Wie wir zusammen wohnen, als ein Froh für sozialem Zusammenhalt. Seit dem ersten Tag schafft es Regierung mit allen Akteuren darunter, dass die Wohnen bezahlbar bleibt. Mit den Gemengen, den öffentlichen Bauträgern, dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft. Als Ziel ist klar, mehr und mehr bauen, für jede eine Chance, aber erschwinglichen Wohnraum zu bieten. Dafür sind wir den administrativen Chantier umgegangen. Wir wissen alle, dass Prozeduren die größte Baustelle am Land sind. Sie sind lang, komplex und teuer, aber sie sind nicht stehen gemäßelt. Für sie zu ändern, brauchen einen langen Atem. Aber das ist möglich und das ist nötig. Dafür habe ich
am Numm vun der Regierung am enger Eicht erriert zu Laf der Nation en 10-Punkte-Plan firstalt fir a Paradigmewiesel bei de Prozeduren. Dovon sind 7 ëmgesat oder an der Chamber deposéiert. Die letzten 3 kommen nach des Jahr. Sie vereinfachen Bauprozeduren von Grund op, ohne Qualität zu vernachlässigen. Mam Silence-Vaut-Accord gehen Ufroen automatisch autorisiert, wann Delay erreicht ist. Mam Natur auf Zeit können Biotopen sich entfallen, ohne dass der Bauprojekt mit los oder mit Deier geht. Mam nationale Bautereglement gehen Regeln überall am Land harmonisiert für mehr a méi effizient ze bauen. Mam Remembrement ministeriell können eenze Proprietären net mit de Bau vun eng neue Quartier blockieren. A mat der Kompensation une fois pour toutes kann den Umweltimpact vu Bauprojekten op Staatsterrain kompenséiert gin. Wir waren sinn a bleiwen iwwerzecht vun dese Maßnahmen. Sie werden dem Logementsmarché mittelfristig eng neue Dynamik hin. Me de Marché dreht für den Moment nicht so, wie wir es das vorstellen. Der Mond bleibt hoch und d'Offer niedrig. Das ist kein Defi von gestern. Hat sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte abgebaut. Wie wir damals nach Haut gibt es eine Wunderlesung. Wir müssen gemeinsam und all Hebeln aussetzen, für Neubauten vom Privatsektor zu encouragieren, einen mehr abordablen Wohnraum an öffentlicher Hand zu schaffen. Dafür müssen wir das Vertrauen an den Bau, den sogenannten WEFA-Sektor, nicht stärken. Zu viele Leute kennen das Problem. Der Chantier geht nicht 4 Runden, so wie er geplant war. Am schlimmsten Fall geht der Promoteur faillit, und der Chantier bleibt meint, heizt du Jahre leihen. Das Vertrauen vom Käfer könnt just zurück, wenn der bessere legale Schutz beim WEFA-Gesetz gibt. Vor und allem bei der Garantie d'Achèvement. Aber weil wir gesehen, dass die Leute mehr Vertrauen haben, von Mauern bis stehen, an den Dach Haus ist, reduzieren wir auch Droit d'Enregistrement auf dem Reibau. Die Regierung überhält auch hier Direktverantwortung, für mehr abordable Wohnraum zu schaffen. Seit 2023 gouf de Budget für Hilfe für Sozialpromoteure mehr wie verdoppelt. Und es bleibt doch die nächsten Jahre bei über 1,5 Milliarden pro Jahr. Daneben haben wir mit weiteren 500 Millionen Euro am WEFA-Abgabeprogramm Projekte, welche das ganze Land realisiert. Und wir haben dezidiert, für dieses Programm mit einem zusätzlichen Budget von 300 Millionen über die nächsten Jahre weiterzuführen. In Zukunft wird der Staat Preise am WEFA-Abgabeprogramm auch jene Region anpassen, a Projekten just teilweise abkaufen. Viele Bauprojekte sind nämlich zum Teil 10, 20, 30% verkauft, aber der Chantier kann recht lanciert gehen, weil genug Wohnungen finanziert sind. Der Staat kann so mit einer kleiner Kontribution mehr Projekte deblockieren an den Bau ankurbeln. So entsteht mehr abordable Wohnraum. Wir mobilisieren auch mit anderen Mitteln Terrain für abordable Wohnraum in Zukunft zu schaffen. Durch eine ciblierte Akquisitionspolitik, ein Appell à Projet für Baulücken, und auch einen reduzierten TVA-Steuer auf den Bau von Wohnungen, die zu abordablen Preisen verlohnt gehen. All diese Erfahrungen für abordable Wohnraum zu schaffen, werden wir zum Teil mit einem Housingbund, einem öffentlichen Emprunt finanzieren. So können Privatpersonen auch mit kleinen Beträgen den Bau von Wohnraum direkt unterstützen, und das mit einem interessanten Rendement. Die Regierung wird weiter alles durchsetzen, für jede Ränge mit den Achse auf eine Wohnung zu ermöglichen.
weil Wohnen als kein Luxus. Wohnen als ein Recht. Dafür stärkt die Regierung auch die Lokatären. Durch Verbesserungen am gesetzlichen Kader bei der Salubrität an Schaffen von einer nationalen Loyerskommission. Während der Logementspolitik geht es um Menschen. Am Dafür steht es am Zentrum von unserem Zusammenleben. Herr Präsident, der Zusammenleben ist keine abstrakte Theorie. Das geliefte Praxis, all der an all Weekend, ob den Dorffester, an den Sportsclub, an den Musikvereine. Momente, an denen die Leute zusammenkommen, sich begegnen, an austauschen. Überall da entsteht ein Gefühl von Madeneen. Und das Madeneen kann immer da entstehen, wo die Leute sich sicher spüren. Dafür bringen wir die Polizei mehr nur bei den Leuten. Der mischt den Innenminister auf Basis von 4 Prinzipien. Mehr Personal. Seit 2023 als die Polizei 500 Polizisten geworden. Mehr Präsenz. Das letzte Jahr gab so viele Patrouillen wie noch nie vorher. Mehr Proximität. Wir haben 5 Gemeinden eine Lokalpolizei angefordert. Mehr Prävention. Wir greifen die Verbrecher 4, mit dem Drogentisch, aber mit einer vereinfachter Kameraüberwachung am öffentlichen Raum. Und wir gehen der Polizei mit dem Platzverweis renforcé nach 4 Sommer besser legal Moyen für ihre Arbeit auszuführen. So stärken wir die Sicherheit und Sicherheitsgefühl. Mit einer Polizei, die nur bei den Leuten an Zusammenleben ermöglicht. Weil die Momente vom Madeneen geschehen bei den Leuten, an der Nachbarschaft, an unseren Gemeinden. Das ist da, wo der soziale Zusammenhalt alltag Leben erstärken. Dafür wollen wir die Gemeindeservice besser legal enkadrieren. Mit mehr professionellen Services können als Gemeinde mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen noch besser Schritt halten. Und sie können besser Möglichkeiten bieten, für das die Leute zusammenkommen und zusammenwachsen. Dafür stärkt sportsministerisch auch die Rolle vom Sportskoordinateur am Gemeindeniveau und möchte Subsidien für die Vereine mehr breit ab. Weil der Sport ist ein Platz, wo sich Menschen aus verschiedenen Generationen, Kulturen und sozialen Milieus auf einen Hecht begegnen. Und das nicht nur um Terrain. Ein Verein lebt doch nie auf dem Terrain. Durch die vielen Benevolen, die zum Laufen halten, am Sport, auch bei den Pumpchen, den Scouten und der Musik. Für ihnen das administrativ Leben zu erleichtern. Als Justizminister mit allen Akteuren am Gespräch über mögliche Vereinfachungen beim ASBL-Gesetz. Gleichzeitig muss jeder eine Möglichkeit tun, für zusammenleben, Sport und der Kultur teilzunehmen. Da wird die Regierung den letzten Monat einen Aktionsplan präsentiert, mit 99 Maßnahmen, die die Kultur mehr accessibel machen, an alle Formen von Barrieren aufschaffen sollen. Kultur erleben darf kein Privileg sein. Als Kultur lebt ab, was sie gelebt wird, von allen Bürgern am Land. Das ist ein Ausdruck von gemeinsamen Traditionen, Werten, Offenheit, Respekt, Zusammenhalt. Und zu unserer Kultur gehört sowohl die Mehrsprachigkeit wie auch die Lützeburger Sprache. Und für die weiter zu unterstützen, stellt der Kulturminister nach dieser Legislaturperiode einen neuen Aktionsplan für die Lützeburger Sprache. Weil der Interesse an der Bevölkerung ist da. Zahlen sind klar. Kuren für Lützeburgisch zu lehren
sind ausgebucht. Bei 2 Millionen Visiteuren und hat letztes Jahr ihren Text vom Spellchecker überprüfen gelassen. Und am letzten Jahr Online-Diktionär gouft letztes Jahr über 14 Millionen Mal nur einem Wortgesicht. Eng Demand all 2,2 Sekunden. Oder über 1000, seitdem ich das Ried angefangen habe. Wir erwarten uns ein ähnliches Succès bei der neuen Sprachmaschine, die wir mit einer Übersetzerfunktion komplettieren. Spruch schafft ein Lien zwischen den Leuten und noch am Land. Ein Land, an dem sich Zusammenleben auch an unserem politischen System rumspiegelt. Demokratie als der klarsten Ausdruck von unserem Zusammenleben. Gerade an diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir als Demokratie schützen. Dafür stärkt die Regierung Presse. Mit einer besseren Pressehilfe, mit einem Recht auf Informationen und mit einem besseren Schutz gegen juristische Erschüchterungen. An der Demokratie entscheiden wir zusammen, dass wir eine Richtung erschlagen, wie wir als Umfeld gestalten. Und zu dem Umfeld gehört auch als Umwelt. Herr Präsident, eine gesunde Natur als Bühne, auf der das gesunde Zusammenleben überhaupt spielt. Zusammen Natur erhalten muss dafür eine Ambition von uns allen sein. Wollen wir die Sonne am Sommer genießen oder als Hitzewelle erdrohen? Wollen wir einen geregelten Alltag oder extrem Wideren? Wollen wir frische Luft, propert Wasser, gesund Büsche? Für die Regierung sind die Antworten klar. Wir wollen die Umwelt schützen und den Klimawandel umgehen. Die Politik gucken wir nicht losgelöst vom Recht, mehr als Teil vom Ganzen. Die Umweltpolitik muss mit anderen Prioritäten durchgehen und sie nicht ausbremsen. Und das machen wir mit den Leuten. Am Dialog, durch Überzeugung, mit Encouragement. Das ist unser Kompass, an dem bleiben wir treu. Dafür wird der Umweltminister am Dialog mit allen Akteuren einen neuen Restaurationsplan ausschaffen. Diese wird den Fokus auf die Qualität von unseren Gewässern und die Gesundheit von unseren Büschern legen. Mehr am Kampf gegen den Klimawandel ist das Wichtigste, auf die erneuerbaren Energien umzuklammen. Die Regierung hat dafür eine klare Richtlinie. Einfach, sehr, mehr erneuerbar. Mit der Zielsetzung haben wir rund 50 Maßnahmen proposiert. 50 schwer für die erneuerbaren Energien auszubauen. 50 schwer für den Klimawandel umzugehen. 50 schwer für als eigene Energieproduktion zu erreichen. Lasst mich 3 wichtige Fortschritte hervorheben. Erstens, als das Präfinanzement für PV-Anlagen haut eine Realität. Das neue Prozedur ist sehr für die Betriebe und einfach für die Bürger. Und so einen direkten Unterschied auf der Rechnung. Schluss mit dem Vierstrecken von Tausenden Euro. Da das Klimaschutz einfach gemacht. Dafür breiten wir das System aus, ob die Hilfe für elektrische Autos, Wärmepumpen und Renovationen. Und wir verlängern sie bis 2030. Zweitens hat die Regierung ein Gesetzprojekt proposiert für den Bau von PV-Anlagen Landstautebunnen zu erlauben. Damit realisieren wir unbenutzte Potenzial und Strom für Zehntausende Leute. Wenn den Text nach 4. Sommer von der Chambre gestimmt wird, können wir echt konkret Projekte nach dem Laufe des Jahres lancieren. Und drittens haben wir proposiert das Prinzip vom Silence vaut accord auch bei den Umweltautorisationen für erneuerbare Energien anzuführen. An den nächsten Moment gehen wir konsequent
auf diesem Weg weiter. Weil Zölle weisen, wir sind im richtigen Weg. Mit 8000 neue PV-Anlagen gab es 2024 so viele Neuinstallationen wie noch nie vorher. An 2025 also viel Solarstrom und Netzgängen wie noch nie vorher. Ein Haus von 26% an einem einzigen Jahr. 2 Rekorde an 2 Jahren. Das ist gut für den Planet, die Leute und das Land. Herr Präsident, das bringt mich zurück bei dem Krieg am Iran an seinen Konsequenzen. Die letzten Monate haben erstrach, wie vulnerabel die EU ist, solange sie abhängig ist von fossiler Energie, die aus anderen Regionen der Welt kommt. Der Krieg am Iran hat die globale Energiemärkte durch den gehalten. Die Regierung hat diese Evolutionen von Anfang an eng surveilliert. Einerseits muss die Versorgungssicherheit garantiert bleiben. Es kommt bisweilen zu keinem Engpass, nicht beim Petrol, nicht beim Gas und nicht beim Strom. Andererseits bleibt die internationale Situation volatil und immens unsicher. Und so hat einen großen Impact auf die Preise. Den hat den bislang für allem beim Petrol gespürt. Auch wenn der Preis unter dem an europäischen Ländern bleibt. Mittelfristig könnte noch Gas- und Strompreise erklimmen. Diese Evolutionen haben noch einen Impact auf die Weltwirtschaft. Lützeburg bleibt nicht verschont. Projektionen vom Stadtdeck weisen, dass die Wachstum fallen und Preise nicht klammen werden. Das Krise an ihr ökonomische und soziale Effekte werden uns nach Monaten und Jahren beschäftigen. Dafür hat die Regierung die Sozialpartner auf einen Tripartit eingeladen, für mit ihnen zu diskutieren, wie in diese Effekte abfangen kann, an die Kaufkraft der Leute, an die Kompetitivität von unseren Betrieben erhalten kann. Das sind 2 zentrale Prioritäten von dieser Regierung. Auch wenn der Index als zentrales Element von unserem Sozialmodell ein Teil von den Effekten abfängt und dafür auch nicht auf Frage gestellt wird, wollen wir verhindern, dass das, was wir bislang erreicht haben, durch eine Krise im Ausland zurückgedreht wird. Dafür muss jeder Partner sorgen und Bedenken von den einen an den anderen verholen. Wenn auf jeder Seite ob ihnen durchgeht, da werden wir gemeinsam den Weg noch vierfangen, am Ende vom Land. Lützeburg funktioniert durch das Zusammenspiel von uns allen. Bei dem Zusammenspiel muss man auch über den kurzfristigen Horizont rausdenken. Die breit wirtschaftlichen und sozialen Probleme riskieren, nämlich recht zu kommen. Ein Logel Weichen zu stellen, für das das Land vorbereitet ist. Wir müssen mit Weitsicht diskutieren, aber mit ruhiger Hand agieren. Die Regierung hat schon über die letzten Monate agiert. Wir haben vor dem Krieg vieles gemacht, was andere Länder logisch planen. Seit dem 1. Januar dieses Jahr überhält der Staat mit 150 Millionen Euro einen großen Teil von den Netzkosten für die Bürger und Betriebe. Zusammen mit den 80 Millionen für den Mechanismus der Kompensation haben wir so auf den 1. Januar dieses Jahr die Stromrechnung substanziell reduziert. Dafür haben wir gezielt denen geholfen, die den Energiepreis am meisten spüren, durch eine Verdreifachung von der Energieprämie. Eine Einzelperson kriegt heute 600 Euro pro Jahr, eine Familie mit 2 Kindern über 1000. Das ist eine von den Maßnahmen aus dem Klimasozialplan, die 45 Aktionen zusammenbringt, für die Energietransition sozial gerecht zu begleiten. Ideen wie eine Reform vom Klimaprämie an niedrigen Zinsen für energetische Renovationen
oder ein Leasing sozial für Elektroautos. So helfen mir jeder Ränge, für auf die erneuerbaren Energien umzuklammen, ohne es zu imposieren. Weil dem Klammen auf erneuerbare Energien schützt Leute für hohe Kosten, der Planet für schädliche Emissionen und Land für riskanten Aufhängigkeiten. Das gilt als beim Krieg am Iran nach einmal für Ärger gefeiert. Mit dem Krieg wird eben mehr breit wirtschaftliche Sozialkonsequenzen auf die Inflation, den Wachstum und die Arbeitsplätze. Auch auf die Konsequenzen müssen wir uns vorbereiten. Weil ohne eine Wirtschaft, die dreht, gibt es keinen sozialen, ökologischen und technologischen Fortschritt. Die Wirtschaft ist Teil von einem Ganzen. Herr Präsident, eine Wirtschaft, die dreht, als ein gemeinsames Projekt. Kein von uns kriegt das allein hin. Weder die Regierung, noch Betriebe, noch Salarien, umso mehr an einem schwierigen internationalen Umfeld. Wir haben just Success, wenn die drei an den greifen und zusammen schaffen. Genau da wennst, wird die Regierung immer dann für den Dialog ausstrecken, für Brücken zu bauen. Am Respekt für die Sorgen und Wünsche von beiden Sozialpartnern an dem Interesse vom ganzen Land. Den Akkord mit den Sozialpartnern bei ArcelorMittal erhält Arbeitsplätze und garantiert Investitionen in Zukunft vom Standort Lützeburg. Diesen und solche anderen Akkorden weisen, dass der Sozialdialog zu drei weiter funktionieren kann, weil jeder an einem Strang zieht. Wir wollen, dass das Land weiter zusammen schafft und weiter zusammen wiest. Die Wachstum ist das Fundament von unserem Lebensstandard. Das Pensionssystem, Gesundheitskäse, als Spitäler, Schulen und Straßen. Mit dem Motto ist an den letzten Jahren und Stock gekommen. Unter dieser Regierung hat sich die Situation zwar verbessert, aber wir schneiden noch immer mehr gut auf wie am historischen Durchschnitt, auch im Vergleich mit der Eurozone. An der Krieg am Mittleren Osten riskiert es Tendenz zu verschärfen. Als Ökonomie die sich seit der Covid-Pandemie schwer, nicht an Gang zu kommen. Außer am Jahr direkt nach der Krise, als der Wachstum in keinem Jahr über 0,6% rausgegangen. Quasi alle Sektoren haben eine Dynamik verloren. Das Handwerk, der Bau, der Commerce und die Restauration. Finanzplatz bleibt zwar der Motto von unserer Ökonomie, mehr als einer aktiver internationaler Kompetition ausgesetzt. Und ohne Wachstum auch wenig neue Arbeitsplätze. Wir haben in keinem Jahr genug Arbeitsplätze im Privatsektor geschafft, für unser Sozialsystem zu finanzieren. Die meisten Arbeitsplätze, die neu geschafft wurden, sind am öffentlichen und am konventionellen Sektor entstanden. Gleichzeitig ist der Chômage aber sicher geklommen, leidet haut über der europäischen Moyenne. Und das trotz engem immer mehr akute Personalmangel an einer Reihe Sektoren, weil Profile von den Leuten, die eine Arbeit sichern, nicht bei den Arbeitsplätzen passen, die offen sind. Der Personalmangel limitiert nicht just Betriebe an ihren Aktivitäten, aber belastet doch die Mitarbeiter, die den Mangel zu Teil aufhängen müssen. Arbeit, Leute und Betriebe stellen sich Fragen über den technologischen Fortschritt. All das sind Evolutionen, die keiner von uns Verbannen ignorieren kann. Also betreffen uns alle. Aber wir wollen vier kommen, müssen wir gemeinsam Antworten finden. Eine Ökonomie besteht nicht just aus Betrieben. Gerade so wenig wie eine Ökonomie just aus Salarien besteht. Und auch die Regierung kontrolliert nicht alle Aspekte vom Wachstum. Wir schaffen zusammen Wachstum oder trippeln zusammen auf der Platz.
mit all seinen Konsequenzen. Das kann am Museum an einer Tripartite am Hanakap tun. Aber das ist kein Sujet, den über ein Kriseninstrument geht. Das ist eine Aufgabe, die beständigen Effort an Dialog braucht. Die Regierung ist bereit, ob all diese Sujets mit den Sozialpartnern an den zuständigen Gremien zu schwätzen, ihnen Not zu lauschen, und gemeinsame Lösungen zu schaffen. Weil das heißt gemeinsam Uleis, das heißt Wirtschaft drängt an Arbeitsplätze schafft. Darunter schafft die Regierung auch selber all das mit einer pragmatischen und zielorientierten Approche. Das fängt an bei der administrativen Vereinfachung und praktischen Lösungen für alltägliche Probleme. So kriegt all Betrieb eine einzige digitale Identifizierungsnummer, die bei all Administration gilt. Und die Marschen für den Betrieb zu gründen, gehen an enger Prozedur gruppiert. Legislative Plan wollen wir die Gesellschafts-, Kommters- und Obligationsrecht an den nächsten 12 Monaten modernisieren. Alles mit dem nämlichen Ziel, mehr einfach, mehr klar, mehr modern. Das soll vor allem die kleinen und mittelständischen Betriebe, die auch Begleitung in Form von Expertise und finanziellem Appui brauchen. Dafür hat das NCI ihr Offer mit einem neuen Prêt à taux zéro für PME erweitert. Wir unterstützen Investimente an die digital und ökologische Transition. Allein den SMI-Package für die digitale Transition gouf seit 2024 von über 1000 Betrieben an Anspruch geholt. Aber wir helfen noch bei der Transmission von Betrieben mit einer neuen Staatshilfe. Weil allein am Handwerk geschieht, dass 3000 Betriebe an den nächsten 10 Jahren eine Nachfolge fallen müssen. Mehr Allbetrieb, großer Klang, fängt mit einer Idee. Wir wollen mit dem Betriebsgeist einen neuen Elan geben. Für Gründer, die nötig Finanzen zu gehen, haben wir einen neuen Steuerkredit für Investitionen als Startups angefordert. Und das NCI hat eine Enveloppe von 300 Millionen Euro bereitgestellt. An einem Platz, dass ein Gründer schon am ersten Tag 12.000 Euro Startkapital vorweisen, geben wir ihnen in Zukunft Jahr Zeit. Das wäre doch der Schwierigkeit, ein Bankkonto aufzumachen, entgegenwirken. Darüber hinaus werden wir neue steuerliche Maßnahmen proposieren, die spezifisch auf Start-ups und Scale-ups axiert sind. Wir wollen die Leute encouragieren, sich zu lancieren. Mit Angst für mehr Scheck bremst oft, zu oft vielleicht, den Elan aus, für einen Betrieb zu gründen. Dafür stellen wir an den nächsten Monaten einen konkreten Aktionsplan vor, den die Independenten besser sozial aufsichert. Man Maßnahmen im Bereich vom Chômage, der Sécurité sociale und der Steuern. Wir stärken auch das Regime von der zweiten Chance. Weil auch ein zweiter Versuch kann zwingend völlig fehlen. Wir sollten die Leute die probieren, nicht bestrafen. Schluss geht das Ökonomie nämlich gedrohen von seinen Leuten, von Entrepreneuren und von allen Mitarbeitern. Und da brauchen wir Leute mit den richtigen Profilen. Wir fördern die Formation mit dem Skillsplan, mit besseren Hilfsinstrumenten für junge Leute, die auf der Sicht noch Arbeit sind, und mit einer Erweiterung von der Offer beim Digital Learning Hub. Wir ergänzen noch als Hochschuloffer, an dem es mir renommierte Universitäten approchieren, für auf Lützeburg zu kommen. Das wird helfen, Talente umzuziehen, die wir als wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung sichern und brauchen. Aber auch danach müssen wir attraktiv bleiben, an unsere Tun an die Vitrine stellen. Für die Lebensqualität zu Lützeburg. Genau da setzt die neue Promotionsmarke Working Luxemburg an, die die Minister für Wirtschaft und Arbeit präsentiert haben. Hier finden auf enger Platz all die Informationen zum Leben erschaffen zu Lützeburg. Die richtig Leiter Betriebe zu Lützeburg zusammenbringen,
als een alldegischen Erfolg. Den den Außenminister auch beim Commerce-Exterieur mich stark an unserer Außenpolitik mitdenkt. Dafür müssen wir also auch immer nächst neu erfahren. Das ist das Erfolgsrezept von unserem Land und von unserem Finanzplatz. Dafür bringen wir immer nächst neue Ideen auf den Weg. Den AI Experience Center am Luft, ein Steuerregime für Carried Interest, ein dediziertes Cybersecurity-Gremium für den Finanzplatz. Aber wir stärken weiteres Renommee am Bereich von den geringen Finanzen. Wir sind kurz für den weltweit größten Obligationsfonds für den Schutz vom tropischen Rehbusch mit einem Investitionsvolumen von 125 Milliarden $ auf Lützeburg zu bringen. Wir müssen also auch an andere Sektoren positionieren. Gerade lo, wo die Investissementer an Sicherheit an die Luft gehen, ist es wichtig, als Betrieber an die Lieferketten anzubringen. Dafür haben wir also eine Strategie für eine Defenseindustrie gehen, die bei das Land passt und bei Stärkten aufbaut. Nach 4 Summe wollen wir mit einem spezifischen Gesetzprojekt Rechtssicherheit und Vertrauen schaffen. Daneben legen wir den Fokus auf Recherche und Innovation mit einem Investmentfonds von 150 Millionen € für Start-ups in dem Bereich. Wir werden kein Panzer und Raketen bauen, aber zibliert Innovation fördern, die auch einen zivilen Zweck kann. Für und allem am Weltall und an der Cybersicherheit. An Term kriegen diese Aktivitäten mit einem neuen Defense Campus zu Diedling einen Referenzplatz. Diese Erfahrungen reihen sich auch an unsere Ambitionen am Satellitenbereich. Das ist ein Ökosystem mit der SES als Anker für viele andere Firmen als Teil von der Lützeburger DNA. Wir unterstützen der SES ihre Ambition, für mehr Satelliten mit lützeburigischem Fendel an den Weltraum zu schicken. Unter anderem am Space Campus, auf dem eine Produktionshalle und ein Testzentrum für Satelliten entstehen. Der Bau von Satelliten direkt zu Lützeburg ist ein ganz neues Kapitel an der Geschichte von unserer Industrie. So entwickeln wir die Industrie weiter zu einer Industrie und der Point von der Innovation. Weil das die Innovation, die es voranbringt, als Ökonomie und als Gesellschaft. Herr Präsident, die Ökonomie ist Fundament für vieles, aber das ist nicht alles. Sie schafft Wachstum, Reichtum, aber für und allem gibt es als Möglichkeit, für zu gestalten, für Fortschritt zu machen. Die Regierung wird Lützeburg zu einer Wissensgesellschaft machen. Ein Platz, wo wir zusammen Zukunft schaffen. Das Zukunft findet ihren Ursprung ganz oft an der Forschung. Die Universität und Forschungsinstitute sind die Laboratoire für die Lösungen von morgen. Dafür unterstützen wir sie all Jahres mit rund 500 Millionen €. Und dafür hat das Ministerium für Forschung und Hochschule an den neuen Konventionen Akzent darauf gelegt, dass die exzellente Recherche auch den Weg an die reelle Welt findet. Eng von den Technologien, die kurz vor dem Sprung in unseren Alter ist das autonom Fahren. Hier wird Lützeburg Vorreiter sein an Europa mit konkreten Anwendungen an der Logistik, an den Straßen, und auch bei spezialisierten Services wie Navetten. Diese Vision enkadrieren wir demnächst mit einem gesetzlichen Kader für Privatautos, für aus dieser revolutionären Recherche geliebte Normalität zu machen. Das ist auch Zielsetzung vom neuen Deep Tech Lab. Hier wird Forschung gemacht, ob ganz neue Technologien die Potenzial haben, für komplexe Probleme zu lösen. An der ersten Phase mit einem Fokus auf die künstliche Intelligenz und Quantentechnologie. Den Deep Tech Lab verspricht eine Begleitung von der Idee über die Forschung und Finanzierung bis hin zur Kommerzialisierung
mit Berodung, Training und Investissementen. So wird ein Herz von unserem KI-Ökosystem gehen, neben einem sicheren Datenzentrum an dem neuen KI-Supercomputer, den nach dieses Jahr soll prätzen. Wird Talente aus der ganzen Welt anziehen und zusammenbringen. Wird einen Platz gehen von Interaktionen zwischen Forschung, Innovation und Entrepreneuriat. Weil die beste Technologie bringt nichts ohne den menschlichen Touch. KI weist uns neue Wege auf. Wir das un Eis zu entscheiden, wie wir gehen, aber das Ziel ist. Für die Regierung ist das Ziel klar. Ein KI am Dienst vom Mensch, die ihm erlaubt, sein Vollpotenzial zu erreichen oder bessere Entscheidungen zu treffen. Ein souveräne KI für den Mensch. Das mit dem Ziel, wo die AI Factory Chercheuren, Betriebe und Verwaltungen bei der Adoption von KI-Lösungen begleitet. Und das Potenzial von der KI wollen wir auch beim Staat nutzen. Dafür haben wir ein Partnerariat am europäischen Spitzenreiter Mistral unterschrieben. Wir haben damals den ganz neuen Weg abgewiesen, den nur uns noch andere europäische Länder anschlagen wollen. Partnerariat mit Mistral stellt nämlich sicher, dass alle Données exklusiv auf Servern vom Lützeburger Staat stockiert und tradeiert sind. So schaffen wir Sicherheit, Souveränität und vor allem Vertrauen an den Gebrauch von KI. Über das Wochen kriegen alle Ministerien, alle Beamten an den Ministerien Access auf den KI-Chatbot Lusha. Danach breiten wir dadurch auf die Verwaltungen aus. Aber wir begleiten Beamten mit spezifischen Formationen. Weitere konkrete Anwendungen sind an der Vorbereitung. Zum Beispiel mit KI-Lesungen auf Basis von Legilux, die Lesen, Verstehen und sogar das Schreiben von Gesetzen vereinfacht. Oder das Skills-Projekt, den als dank KI eine dynamische und zeitnahe Analyse von den Kompetenzen am Arbeitsmarkt ermöglichen wird. All das geht möglich, wenn wir eine KI-Lösung finden, die souverän auf unseren eigenen Dateninfrastrukturen funktioniert. Diesen Aspekt von Souveränität ist nicht zu unterschätzen, gerade an Zeiten, an denen die Wand an der Welt mehr Raum lässt. Präsident, die Damen und Herren Deputierten, die Wand bringt viel Unruhe und Ungewissheit mit sich. Bringt Realitäten mit sich, die mir durch den Handeldeis gelost tun. Das gerade an stürmischen Zeiten, an denen wir nach mir eng müssen zusammenstehen. Das gilt daheim an all den Bereichen, die ich beschrieben habe. Und das gilt an Europa. Klar, von Lützeburg kann ich nicht beschreiben, ohne auch Europa zu gucken. Geschichte von Lützeburg ist Geschichte von Europa. An Zukunft von Europa als Zukunft von Lützeburg. Weil auch im internationalen Plan sind wir zusammen mehr stark. Das gesagt an der Ukraine, wo die EU den Großteil von der Unterstützung liefert. An Grönland, wo die EU sich geschlossen an Dänemark gestaltet. Am Handel, wo die EU Handelsakkorde mit 9 Ländern an 2,5 Milliarden Menschen aufschließt. Dafür setzt sich die Lützeburger Regierung für eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik an, die schnell und konsequent agieren kann. Zu oft ist die EU heute an der Rolle von dem, der just nur guckt. Wir müssen nicht just an der Außenpolitik, sondern nur bei regeln. Auch an der Energie. Für Treson über die Grenze weg, man den zu verbannen. Auch an der Technologie.
für als Erfahrung zu bündeln, an mit Amerika, China mitzuhalten. Auch an der Wirtschaft, für den Bannemarkt einen neuen Elan zu geben. Auch bei den Finanzmärkten, für das Spurnisse aus ganz Europa zu Investimenten zu mobilisieren. Und auch am Schengen-Raum, für zu einem Europa ohne Grenzen zurückzufahren. An all diesen Bereichen hat Lützeburg ein Interesse mehr Europa. Weil die EU als beste Garantie für nicht zum Spielball von anderen Großmächten zu gehen, aber für Reichswerte, von Freiheit, Demokratie und internationalem Recht zu leben. Werte, für die wir also auch über die Grenze aussetzen. Gerade an diesen Zeiten. Dafür haben wir gerade als Kontributionen und Donauagenzen an als Klimafinanzierung erreicht. Dafür halten wir gerade fest und eine Asylpolitik mit Herz und Verstand. Dafür haben wir gerade Palästina als Land anerkannt. Zusammen mit über 150 anderen Ländern werden wir mit dieser Anerkennung dem Frieden und der Hoffnung eine neue Chance geben. Das ist eine Kontribution zu einer Zwei-Staaten-Lösung, die Palästina an Israel erlauben soll, auf Frieden und Sicherheit zu leben. Es bleibt als Überzeugung, dass der Dialog an das internationale Recht der beste Weg ist, für Probleme zu lösen. Eine Überzeugung, die wir mit mehr Ländern teilen, wie wir einst denken. Und aber ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Großmächte nicht mehr einseitig ihre Willen durchsetzen, auch auf Kosten von anderen. Und dafür müssen wir mehr an als Sicherheit investieren. Als Egen zu Lützeburg, an als Kollektiv, an der NATO und an der EU. Das ist nicht gegen als Werte, mehr für als Werte, weil es evitiert, dass andere als hier Werte imposieren. Défense, Diplomatie und Développement sind komplementär. Es sind 3 Piliere beim nämlichen Ziel: Frieden. Wir wollen nicht angreifen, wir wollen noch nicht angegriffen gehen. Dafür brauchen wir eine kredible Aufschreckung. Die Défenseminister präpariert als Armee auf das neue strategische Herausforderungen. Mit mehr Rekrutementen, mehr attraktive Konditionen für die Berufe an der Armee und neue militärische Kapazitäten. Eine kredible Aufschreckung muss auch kredibel finanziert sein. Dafür gibt die Regierung sich eine finanzielle Trajektoire bis 2029, das Jahr, an dem sich die NATO Rendezvous gegeben hat, für die Situation zu evaluieren. Über die nächsten Jahre wird das Budget für die Sicherheit graduell einen kleinen Schritt an die Luft gehen, für die NATO-Ziele bis 2035 zu erreichen. Das ist ein kollektiver Effort mit unseren Alliierten. Und für den kollektiven Effort zu unterstützen, proposiert Lützeburg zusammen mit unserem Alliierten Kanada eine neue multilaterale Bank für Défense, Sicherheit und Resilienz, der hier einen europäischen Hub wir zu Lützeburg aufbauen. Diese Initiative passt bei das Land, aber baut auf als Stärkten. Vertrauen, damit ich als politische Stabilität inspirieren. Die Expertise, die wir an der Finanzwelt aufgebaut haben. An den Hub von internationalen Institutionen, die wir entwickelt haben. Mit Garantien an innovativen Finanzsolutionen wird diese neue Bank helfen, die wirtschaftliche Basis für eine starke Aufschreckung zu schaffen. Neben einer gestärkten Armee und Défenseindustrie müssen wir als Sicherheit auch mehr breit denken. Wir müssen das Land als ganz mehr resilient, mehr widerstandsfähig machen, gegen alle Sorten von Krisen.
dafür mir die echt nationale Resilienzstrategie vorgestellt. Das wird Tag für Tag umgesetzt, Niveau von den Gemengen, die kritischen Infrastrukturen an der Regierung. Das Erfahren haben wir mit spezifischen Strategien ergänzt, für das Land auf Cyberattacken an der Fähigkeit vom Klimawandel vorzubereiten. Mais Resilienz ist kein Gesetzprojekt. Resilienz ist gelebte Praxis, bei der jeder Einzelne von uns gefroht ist. Dafür wollen wir Bürger besser informieren und sensibilisieren, mit einem Guide, mit praktischen Ratschlägen, den an der Rentrée vorgestellt wird. Aber richtig Resilienz hält nicht beim Einzelnen ab. Richtig Resilienz braucht Zusammenhalt. Es braucht Ersatz, für den anderen. Lust mich auf dieser Platz alle Leute am Land Merci sagen, die sich all der für den Schutz von unserer Gesellschaft ersetzen. Als Soldaten an Polizei, Personal am Gesundheitssektor, die hauptamtlich und freiwillig am CGDs und noch so viel andere. Herr Präsident, meine Damen und Herren Deputierten, das Leid legt mit ihrer Arbeit einen ganz besonderen Dienst in unserem Land. Im Moment trägt jeder von uns zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bei. Gerade wie die 3 Geschichten, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Als Nation, als Resultat von Tausenden und Tausenden von alltäglichen Interaktionen, Gesprächen und Beziehungen. Daheim, am Bus, auf der Schaff, Feierabend. Sie formiert sich all darüber nichts, spontan, dynamisch, natürlich. Ich habe heute eine ganze Reihe von Politiken beschrieben, die den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken. Eine Politik vom Zusammenhalten, die damit geht, an das Sozialmodell aufsichert. Eine Politik vom Zusammenabwuchsen, die die Familie stärkt, an all Kant eine faire Chance für gut Leben gibt. Eine Politik vom Zusammenwohnen, die jeder engem Achse zu einem Daheim bietet. Eine Politik vom Zusammenleben, die Sport, Kultur und Spruch als rote Faden von unserer Gesellschaft versteht. Eine Politik vom Zusammenerhalten, die die Umwelt schützt, an den Klimawandel umgeht. Eine Politik vom Zusammenwuchsen, die die Arbeitsplätze schafft, an einem Dialog Wirtschaft stärkt. Nicht als Selbstzweck, sondern als Fundament von unserem Lebensstandard. Eine Politik vom Zusammenschaffen, die die Forschung und die Innovation an den Dienst vom Menschen stellt. Eine Politik vom Zusammenstehen, die letztlich als treibende Kraft vom europäischen Projekt seid, an eine resiliente Gesellschaft fördert. Mit dieser Politik stärken wir den Zusammenhalt an unserer Gesellschaft. Mit den für Europa, für Lützeburg, für Zukunft. Merci.